Sensationeller Kampf in Köln, der Boxkampf des Jahres. Er will es noch einmal wissen. Peter Müller tritt an, um den Meistertitel im Mittelgewicht zurückzuerobern. Sein Gegner, das junge Talent Jupp Elze. 20.000 Zuschauer sind gekommen. Peter Müller gilt als Garant für Sport und Schau zugleich. Die zweite Runde beginnt. Peter Müller gibt richtig Gas, doch es reicht nicht. Jupp Elze streckt ihn zu Boden. Der große Boxer verliert den Kampf und macht mit 39 Jahren Schluss. Es war ein großer Abschied und ich muss für das deutsche Publikum auch noch bedanken. Trotzdem, man merkt doch, wenn man alt wird. Leicht fiel ihm der Abschied sicher nicht, glaubt Horst Brinkmeier. Der ehemalige Boxprofi war ein guter Freund von Peter Müller. Über seinen letzten Kampf, da hat er nie drüber geredet. Ne? Der Jupp, der hat ihn halt K.O. geschlagen und das war halt der Generationswechsel. Diesen Kampf vergessen sie alle nicht und das hat ihm schon, glaube ich, wehgetan. Ja. Doch Peter Müller zeigt sich als fairer Verlierer und die Kölner lieben und feiern ihren Helden, ob mit oder ohne Meistertitel. Der Kölner Künstler Cornel Wachter hat den Boxer als kleiner Junge kennengelernt und schwer bewundert. Wenn der hier aus dem Auto ausstieg, ja, das war für uns Hollywood. Jeder wollte mit ihm Kontakt haben, weil er war einfach auch unglaublich herzlich, ja, und jeder wollte ihn mal berühren, wenigstens. Er war ein Weltstar im Fringsvedel. Peter Müller, geboren 1927 in Köln-Sülz, hat bereits als 20-Jähriger seine ersten Profikämpfe bestritten und viele Gegner ausgenockt. Ein kölsches Original, liebevoll der Aap genannt. Da hat mir ein Bienen auf die Lippe gestochen, eine Wespe. Dann habe ich so einen Schnüss gehabt. Und dann habe ich ausgesehen wie ein Aap. Dann haben die gesagt, die müssen die Aap. Dann hast du den Aap behalten. Mit diesem Schlag wird der Aap weltberühmt. 1952 im Meisterschaftskampf gegen Hans Streetz haut er den Ringrichter Max Pipow um. Ich werde das nie vergessen, weil er war im Radio und dann diese Stimme immer, Pipow K.O., Pipow K.O., Pipow K.O. Also das ist ja schon super. Ringrichter Pipow hat Peter Müller vorher mehrfach von seinem Gegner getrennt. Müller fühlt sich provoziert. Und so kam dann der Ringrichter und sagt immer, stopp, trennen. Sag ich, warum brichst du mich? Man sagt, halten Sie Ihren Mund jetzt, die Kölner. Und da habe ich ihn ausgenommen. Peter Müller bekommt eine lebenslange Sperre, die nach 10 Monaten wegen eines Formfehlers wieder aufgehoben wird. Auch in Amerika steigt der Aap in den Ring, wird da allerdings von Heimweh geplagt, wie er später einmal erzählt. Ja, ich hatte sehr viel Heimweh. Schon in Amerika, weil ich ja kein Englisch, nichts verstanden. Und Mutter sieht alleine war. Ein echter kölscher Junge hat immer Heimweh, wenn er ein echter ist. Der kann sich nicht verändert verfügen, wenn er nicht der Kölner Dom sieht. Der echt kölsche Jung wird mehrfacher deutscher Meister im Mittelgewicht und begeistert seine Fans nicht nur durchs Boxen. Er war ein Entertainer, er konnte sich gut präsentieren. Ich habe extra nicht gesagt verkaufen, präsentieren. Bring frei zur nächsten Runde. Frei, jetzt komme ich. Nach seiner letzten Runde im September 1966 steigt er mit seiner Frau Gretchen ins Spielautomatengeschäft ein. Peter Müller wird 65 Jahre alt. Das Kino Odeon in der Severinstraße zeigt kommende Woche Sonntag eine alte Doku über Peter Müller, der Aap, und eine über seinen Kumpel, den Langen Tünn, 2 kölsche Originale. Peter Müller ist auch 50 Jahre nach seinem letzten Kampf unvergessen. Bleib ein echter Boxer, frisch ab.